Hallo liebe Kinder, so schön habt ihr heute wieder eingeschaltet und sind ihr mit uns live dabei. Ich kann euch schon mal versprechen, heute haben wir einen Spezialgast dabei. Wer das ist, verraten wir natürlich jetzt gerade noch nicht. Sondern wir starten wie jedes Mal auch heute mit einer Zeit von Lobpreis, wo wir miteinander Jesus feiern. Also lasst uns einsteigen miteinander. Schön sind ihr alle da. Steht auf und lasst uns anfangen. Alright Kinder, es geht los. Alles Leben kommt von dir. Unbeschreiblich, so unvergleichlich. Deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name. Jesus, du bist genug für mich. Unvergänglich, unbestechlich. Deine Worte sind klar und wahr. Von dir ausfließt all die Liebe. Nimmt mich ein, ganz und gar. Und alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um mich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. So Kinder, kommen wir mal alle miteinander im Kreis hüpfen. Unbeschreiblich, so unvergleichlich. Deine Art ist wunderschön. Über allem strahlt dein Name. Jesus, du bist genug für mich. Und alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Voll von Liebe bist du, voll von Gnade. Grösser, weiter und doch unfassbar. Alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um mich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Alles Leben kommt von dir. Bin ich beschenkt, du gibst noch mehr. Jeden Tag eine neue Chance, um dich zu bestaunen. Nichts und niemand ist dir gleich. Die ganze Schöpfung schreit nach dir. Jesus, du allein bist wert, kann nur staunen. Hey, so cool, dass wir Gott kennen dürfen. Ich tu doch gerade noch beten. Himmlischer Vater, danke vielmals, dürfen wir dich kennen. Wir wollen dich anbeten, wir wollen dich loben und preisen und wir wollen dir alle Ehre geben. Darum singen wir jetzt gerade noch das Lied zusammen, dir alle Ehre geben. Du bist König, du bist Gott, dir will ich dienen und ich will dir alle Ehre
stehen. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle hergeben. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und dir wat dir alle hergeben. Dit verreden wat in niet de stenen laat. Drum riefen nicht zu grad so laut ich kann. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Hey, tun wir doch gerade noch hüpfen und uns noch ein bisschen ausschütteln dabei, dass wir auch noch mögen für den zweiten Teil vom Lied. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und ich will dir alle ergeben. Du bist König, du bist Gott, dir wat ich dienen und ich will dir alle ergeben. Dies verreden wat in niet de stenen laat. Drum riefen nicht zu dir grad so laut ich kann. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Du bist Vater, Schöpfer, Herrscher über das Universum, dir will ich alle ergeben. Hey, so cool dürfen wir wissen, Gott ist unser König, er ist der Herrscher vom ganzen Universum. Geben wir ihm doch nochmal so laut, wie wir können, alle Ehre. Ich will dir alle ergeben. 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 Ihr dürft euch jetzt alle bequem machen, nehmt euch ein Küssi, kuschelt euch ein, weil jetzt haben wir Zeit von Geschichte. Wisst ihr, wer mit mir da ist? Unser Spezialgast, der Salomo, höchstpersönlich. Hey Salomo, herzlich willkommen. So schön bist du da mit uns. Deine Geschichte ist so cool. Was du erlebt hast, ist wirklich der Hammer. Aber ich glaube, wir müssen von Anfang an anfangen, dass die Kinder auch ganz daraus kommen, was dann so mega cool ist an dieser Geschichte. Willst du gerade mal erzählen, was du erlebt hast? Ich tue gerne meine Geschichte erzählen, Selin. Kleine Korrektur, es ist König Salomon, bitte. Aber meine Geschichte ist natürlich folgendes. Ich bin ja König, weil mein Vater vor mir schon König war. Das ist ein Mann, den kennt ihr vielleicht sogar. Es ist nämlich der König David höchstpersönlich gewesen. Der König David. Ihr kennt den vielleicht, weil seine Geschichte, ja, ich meine, da könnte man jetzt erzählen, aber er ist der, der als kleiner junger Mann einen Ries besiegt hat. Der Goliath mit den Schleudern. Die Geschichte ist natürlich weltberühmt. Das ist mein Vater. Dein Vater? Wow. Das ist er. Und Wow. als er dann gestorben ist, es war eine ganz traurige Zeit, ein ganz trauriger Tag, bin ich nach ihm König geworden.
Und ja, ich bin ja der den Tempel gebaut hat, oder? Aber das habe ich ja dann erst später gemacht. Und als ich König geworden bin, haben wir ein Fest gefeiert. Und wir haben zur Ehre Gottes Opfer darbringen. Und wir haben das ja nicht im Tempel machen, darum haben wir das dazu mal an verschiedenen Orten gemacht. Ich bin dann an diesem Tag auf Gibeon gegangen und wir haben dort 1000 Opfer Gott dargebracht. Und dann ist es passiert. Dann ist es passiert, meine Geschichte. Das möchte ich mich noch erinnern, als wäre es gestern gewesen. Und zwar haben wir nach dem Opfern das Gefühl gehabt, ich möchte gerne in Gibeon übernachten. Und so habe ich meine Matte dort in Gibeon auf dem Boden ausgerollt und bin eingeschlafen. Und dann hatte ich einen Traum gehabt. Salomo, wünsch dir von mir, was du willst. Hallo? Wer ist da? Salomo, wünsch dir von mir, was du willst. Warte mal, Salomo. Was? Ja. Gott höchstpersönlich hat dir gesagt, wünsch dir von mir, was du willst? Was ich will. Nein, was ich aber will. also ich meine, Gott ist ja Gott. Gott hat ja das ganze Universum geschaffen, alle Der Allmächtige. Galaxien, alles. Er hat ja alle Kraft, alle Macht, die es überhaupt gibt. Und er sagt, wünsch dir, was du willst. Zu mir, im Traum. Wow, du hättest dir ja wünschen können, was du willst. Hey, also, ich glaube, es gibt so viele coole Sachen. Kinder, was würdet ihr euch wünschen? Überlegt mal. Wenn ihr der Salomo gewesen wäret, was hättet ihr Gott geantwortet? Hey, ich wüsste es nicht. Es gibt so viele Sachen, die man sich wünschen kann, aber weisst du was? Es gibt jemanden, der doch immer mega viele Wünsche bekommt. Jemand, der weiss, was man sich wünschen kann. Wisst ihr, wer ich meine? Es ist der Sammy Klaus. Wenn wir mal den Sammy Klaus fragen, was man sich so wünschen könnte. Vielleicht hat an Weihnachten haben ein paar Kinder ganz viele lustige, spezielle Sachen sich gewünscht. Wir könnten ihn mal fragen, ob er das noch weiss. Weil ich meine, wenn Gott sagt, wünsch dir etwas, dann muss es schon etwas Spezielles sein. Oder? Gute Idee. Komm, wir schauen mal, was der Sammy Gell? Klaus so zu sagen hat. He? Also, der Sammy Klaus lebt ja nicht da, sondern am Nordpol. Darum ist er live zugeschaltet. Hey Sammy Klaus, so schön bist du live bei uns zugeschaltet dabei. Ho, ho, ho. Hallo zusammen, Kinder. Erzähl uns doch gerade mal, hat es an Weihnachten irgendwelche Wünsche gegeben, die mega speziell oder komisch sind? Uns nimmt es nämlich Wunder, was man sich so Spezielles könnte wünschen. Ich sag euch, was es da nicht alles an Wünschen gibt, du Heimatland. Ich sag euch, du. Das Schlimmste, was sich jemand gewünscht hat, war ein Erdbeere-Schleuder-Gumpfi. Wer wünscht sich so etwas? Oder ich sage noch mal etwas, was sich jemand gewünscht hat. Hey, du, ich könnte euch Geschichten erzählen. Du, da hat sich einer gewünscht, ein fliegender Teppich, aber ferngesteuert. Oder es hat sich noch mal jemand anderes gewünscht. Ein Käsefondue-See. Was machst du mit einem Käsefondue-See? Ich sage euch, meine Wichtel haben wochenlang Käse geschmolzen für einen ganzen See von Fondue-Käse. Was haben wir nicht alles noch gehabt? Ja, und das Beste, ich sage euch das Beste. Das Beste, was sich jemand gewünscht hat. Ich weiss nicht, für was man das könnte brauchen. Es hat sich jemand gewünscht, eine Kuhfladenkanone. Ja, für was könnte man eine Kuhfladenkanone brauchen? Ich sage euch, du, was ich nicht eins an lustige und komische Wünsche habe, das Jahr ein, Jahr aus. Zum Glück habe ich Ferien. Nach so Wünschen, aber aus gerade Ferien. Bin ich eine Woche auf Hawaii an den Strand gelegen. Das hat mir gut getan. Es war zwar ein bisschen heiß mit meinem Bärteli, aber es war super. Also, ich wollte euch nicht länger versaumen. König Salomo, schön war dich kennenzulernen. Ich wünsche dir einen guten Tag. Ciao zusammen. Hey, das sind ja mega spezielle Wünsche. Hey, danke Sammy Klaus. Vielmal hast du mit uns die Wünsche geteilt, die die Kinder dir erzählt haben. Hey, so lustige Wünsche. Sammy Klaus, ich wünsche dir ganz eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke, bist du da gewesen. Hey, es gibt ja schon lustige Wünsche, die man haben kann. Also, aber
so speziell. Also ich glaube ja kaum, dass du dir so etwas gewünscht hast, oder? Nein, so Sachen sind mir nicht durch den Kopf. Aber als ich dort in dieser Nacht auf dem Boden gelegen bin, habe ich mir schon überlegt, was ich mir wünschen könnte. Und weißt, es sind mir da schon ein paar Sachen durch den Kopf gegangen. Mein Vater, der König David, der ist ja eigentlich konstant im Krieg gewesen. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn ich mir wünschen würde, keine Feinde zu haben. Ja, das ist plausibel, Ah, oder? das ist mir durch den Kopf. Oder ich hätte mir wünschen, die Reichtümer dieser Welt zu haben. Den grössten, schönsten Tempel zu bauen und den besten Palast zu haben. Weißt Das du, hätte ich cool. mir wünschen. Reichtum ohne Ende. Da kannst du in die Ferien gehen, wo du willst. Immer auf Hawaii hätte ich an den Strand liegen. Ja. Wow, alles essen, was du willst. Alles Alle essen. Spielsachen. Wow. Immer alles haben. Das ist ein cooler Wunsch. Ich habe mir einen Moment überlegt, um mir Reichtum zu wünschen. Ja. Das war. Oder ich habe mir überlegt, ansehen, weißt? Ich meine, wenn du heutzutage Fernsehen schaust, die Schauspieler, die sind fast so gut wie wir. Und du könntest dann wirklich denken, wow, sind das geniale Schauspieler. Und ich könnte so berühmt sein wie die Schauspieler. Wow, ja. Ich habe mir das überlegt, weil mir wünschen, dass die ganze Welt meinen Namen kennt und mich super findet. Ja. Das sind Wünsche, die mir durch den Kopf gegangen sind. Aber das sind alles mega coole Sachen, um sich zu wünschen. Geld, keine Feinde, Ansehen. Aber ich kenne deine Geschichte ein bisschen. Du hast dir nicht das gewünscht. Was hast denn du dir schlussendlich wirklich gewünscht? Ja, genau. Also wir waren ja dort in dieser Nacht, als ich dort auf dem Boden war. Und warte, wie ist es jetzt nachher dort genau weitergegangen? Salomo, wünsch dir von mir, was du willst. Ja, weisst Gott, ich bin so ein junger, unerfahrener König und ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit so einem grossen Volk, wie ich ihnen ein guter König sein soll. Darum, wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wünsche ich mir ein Herz, das immer auf dich hört. Ich will auf dich hören, mein Leben lang auf das. Ich darf gute und weise Entscheidungen treffen und ein guter König sein für mein Volk. Ich freue mich, dass du dir nicht ein langes Leben, Reichtum oder den Tod von deinen Feinden gewünscht hast. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Ich will dich so weise und einsichtsvoll machen, wie es vor dir niemand war und es wird nach dir auch niemand mehr sein. Aber ich will dir auch das geben, was du dir nicht gewünscht hast. Reichtum und Macht. Wenn du mir gehorchst und meine Gebote befolgst, wie dein Vater der David gemacht hat, werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Hey, Kinder, seht ihr jetzt, warum ich die Geschichte so cool finde? Wow, Salomo, so mega cool hast du dir das gewünscht von Gott. Genau, König Salomo. König Salomo, so cool hast du dir Weisheit gewünscht. Hey, und die Geschichte ist noch nicht fertig, sondern weil der Salomo so viel Weisheit von Gott bekommen hat, ist es noch weitergegangen. Er hat sogar ein Buch in der Bibel geschrieben und das wollte ich euch nachher gerade erzählen. Aber, König Salomo, ich möchte dir einfach mal Danke sagen. So schön bist du da gewesen als Spezialgast. Vielleicht sehen wir ihn wieder einmal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er Zeit hat als beschäftigter König. Ja. Ja, soll ihm gern geschehen. Aber weisst, für Himmelwärts online, da nehme ich mir immer gerne mal wieder Zeit für das. Das ist schön. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag zusammen. Wir hatten so einen coolen Spezialgast. Hey, die Geschichte von Salomo finde ich so mega cool. Und wie ich euch gesagt habe, möchte ich euch gerade noch erzählen, wie es weitergegangen ist. Vielleicht haben ein paar von euch sich gefragt, was denn Weisheit überhaupt ist. Im ersten Moment tönt ja Reichtum und Ansehen viel verlockender als Weisheit. Weiss jemand von euch, was Weisheit ist? Überlegt mal. Weisheit ist nämlich nicht einfach nur, wenn man gescheit ist und ganz viele Sachen weiss. Also, jemand, der einfach in der Schule, zum Beispiel in Mathe, mega gut ist nicht unbedingt auch weise. Sondern Weisheit bedeutet, dass man weiss, wie man in Situationen richtig umgehen kann, wie man gute Entscheidungen treffen kann, wie man ein gutes Leben führen kann, wo Gott Freude daran hat. Das ist Weisheit. Wenn man in einer schwierigen Situation ist und weiss, wie man richtig handeln soll.
Und der Salomo hat sich ja eben Weisheit gewünscht, um als König gerechte Urteile zu fällen. Um zu schauen, was ist gerecht und was ist unrecht. Um sein Volk gut leiten. Das ist Weisheit. Und der Salomo hat so viel Weisheit gehabt. Gott hat ja am Salomo gesagt, dass er ihn so weise wird machen, wie kein Mann vor und nach ihm ist. Der Salomo hat mega viel Weisheit gehabt. Und er hat ganz, ganz viele gute Sachen aufgeschrieben. Und die Sachen, die er aufgeschrieben hat, sind jetzt in einem Buch in der Bibel, und zwar im Buch der Sprüche. Dort, wie das Buch schon heisst, stehen ganz viele Sprüche drin, die der Salomo aufgeschrieben hat. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wieso das denn die Sprüche so wichtig sind. Der Micha hat ja gesagt, wir haben eine neue Serie, die heisst «Mehr als ein cooler Spruch». In dieser Serie wollen wir nämlich die Sprüche vom Salomo anschauen. Und ganz am Anfang steht, wieso dass die Sprüche so wichtig sind. Und zwar im Kapitel 1 der Sprüche, Vers 3 und 4. Ich will es euch gerade vorlesen. Da steht: Durch sie, also durch die Sprüche, durch sie gewinnst du Einsicht. Du lernst, aufrichtig und ehrlich zu sein und andere gerecht zu behandeln. Wer jung und unerfahren ist, wird urteilsfähig. Er bekommt das Gespür für gute Entscheidungen. Es steht da, dass wer die Sprüche vom Salomo lesen und danach leben, der bekommt Einsicht über. Man lernt aufrichtig und ehrlich zu leben. Man lernt, wie man andere gerecht behandeln kann. Man lernt, wie man gute Entscheidungen treffen kann. Und ich persönlich, ich muss sagen, ich möchte jemand sein, der andere gerecht behandelt. Ich möchte ehrlich sein mit meinen Mitmenschen. Und ich möchte gute Entscheidungen treffen. Ich möchte auch ein Leben leben, wo ich weiss, ich kann sein. Wo ich in schwierigen Situationen weiss, was ich machen soll, was richtig ist. Und ich hoffe, dir geht es auch so, dass du auch möchtest lernen, wie wir leben können, um andere gerecht zu behandeln, um ehrlich zu sein, um aufrichtig zu sein. Und das ist so cool, weil es steht, wenn wir die Sprüche vom Salomo lesen und danach leben, lernen wir eben genau so ein Leben zu leben. Und darum wollen wir in den nächsten Wochen miteinander anschauen, was denn das genau bedeutet, die Sprüche. Wie dass wir so ein Leben leben können. Der Salomo hat einfach so viele coole Sachen aufgeschrieben. Wir können lange nicht alles anschauen, aber in den nächsten Wochen werden wir ein paar Sprüche anschauen, wo wir lernen können, wie wir ein gutes Leben führen können. Hey, ich freue mich schon mega fest drauf, auf diese Serie, so mit euch zusammen die Sprüche vom Salomo anzuschauen und zu verstehen, was er da aufgeschrieben hat. Ich habe noch etwas Neues für euch parat. Und zwar habe ich das Kreuzworträtsel gemacht, das zu der Geschichte passt, die ihr gehört habt. Das Kreuzworträtsel seht ihr dann beim Video verlinkt. Ihr könnt das abladen, ausdrucken, ausfüllen und eure Eltern können mir dann per E-Mail, die Mailadresse seht ihr dann auch, die Antwort vom Kreuzworträtsel schicken. Die ersten 3 Kinder, die zuerst geschrieben haben und die richtige Antwort herausgefunden haben, bekommen etwas Kleines von mir über. Ab jetzt wird es jede Woche so ein Rätsel geben. Vielleicht ist es wieder mal ein Kreuzworträtsel oder ein anderes, das zu der Geschichte oder einfach so ein Rätsel ist, passt. Hey, viel Spass dabei und sonst, wenn ihr nicht alle Antworten wisst, schaut das Video und die Geschichte einfach nochmal und dann hört ihr alle Antworten vom Rätsel. Heute habe ich wieder eine Bastelidee, die nachher auch gerade das Spiel wird sein. Für das müssen wir jetzt so eine Raupe basteln. Und ihr könnt einfach ein farbiges Papier oder ein weißes Papier nehmen. Wenn ihr wollt, könnt ihr es auch noch verzieren. Dann müsst ihr einen 5 cm breiten Streifen abschneiden und zuerst einmal in der Mitte falten. Schaut darauf, dass ihr die Kanten gut abfaltet. Dann könnt ihr es wieder aufmachen und jetzt faltet ihr vom Rand bis zu der Mitte und gerade noch einmal gleich. Jetzt dreht ihr das Ganze um und faltet noch einmal vom Rand bis zu der Mitte auf. So, und jetzt wieder vom Rand bis zu der Mitte. Und jetzt müsst ihr so noch einmal zusammenfalten. Und jetzt müssen wir noch die Ecke ein bisschen abschneiden, dass es nachher wie hier abgerundet ist. Nicht zu fest, aber einfach so ein bisschen könnt ihr so rund schneiden.
Und jetzt ist die Raupe dann schon fast fertig. Jetzt könnt ihr sie wieder aufklappen. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt hier vorne noch ein Gesicht drauf zeichnen, wie ich das bei den blauen Raupen schon gemacht habe. So, jetzt habt ihr die Raupen parat und wir zeigen euch gerade, Micha und ich, wie das Spiel geht. Und dann könnt ihr gerade sehen, wer von euch gewonnen hat. Viel Spaß! Vorher habe ich euch ja gezeigt, wie wir die Raupen basteln. Und jetzt zeigen wir euch noch das Wettrennen, das wir damit machen können. Für das braucht ihr pro Spieler einfach ein Röhrchen. Wir machen es jetzt so, dass wir vis-à-vis sind und schauen, wer zuerst in der Mitte ist. Wenn ihr von einer Familie seid, könnt ihr natürlich auch einfach nebeneinander sein und schauen, wer zuerst vorne ist. Ich würde sagen, wir fangen gerade mal an. Bereit, Selin? Ich bin parat. Okay, also gut. Nein, Selin! Mein Räumchen ist umgekehrt, das ist fies. Ich würde sagen... Es ist auch noch angekommen. Ja, weißt du, das ist ein Ehrenmann. Du musst mindestens noch bis über die Ziellinie kommen. Hey, ich wünsche euch mega viel Spass. Ihr könnt natürlich auch das dritte, das vierte mit mehreren Räupchen das Wettrennen machen. Viel Spass dabei beim Schauen, wer zuerst an der Ziellinie ist. Liebe Eltern, während dieser Serie, wo es um Weisheit geht, habe ich gedacht, machen wir mal etwas anderes im Elterntipp. Und zwar soll es darum gehen, wie können wir als Eltern weise Entscheidungen treffen. Ich weiss nicht, wie es euch geht in Erziehungsfragen. Ich bin immer wieder extrem darauf angewiesen, auf Weisheit. Und Gott muss mir dringend helfen in diesen Fragen. Ich möchte einfach in diesen Elternvideos ein paar Sachen geben, die wir unterdessen gelernt haben, die uns geholfen haben. Und vielleicht hilft es euch ja auch. Also, das erste Tipp für heute ist, Weisheitstipp Nummer 1. Achtet euch darauf, wenn eure Denkschleusen zugehen. Achtet euch darauf, wenn eure Denkschleusen zugehen. Kinder haben ja so eine Angewohnheit, uns immer wieder mal auch ein bisschen auf die Palme zu bringen. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn du ein älterer Teil bist und jetzt gerade zuhörst. Es gibt so Sachen, Angewohnheiten, Verhaltensweisen, die uns sehr schnell sehr hässig machen können. Und wir werden dann emotional und es passiert schnell mal, dass in solchen Situationen treffen wir nicht die weisesten Entscheidungen. Darum der Tipp Nummer 1, probiert herauszufinden und euch darauf zu achten, was ist es, was dazu führt, dass eure Denkschleusen zugehen. Weil wenn nämlich Denkschleusen zugegangen sind, dann ist es wie fertig und man kann gar nicht mehr gescheit und gut und richtig machen als Eltern. Jetzt, das ist der Tipp Nummer 1. Bei mir sind es so Sachen wie Hellitrelli, also das kann mich in kürzester Zeit auf die Palme bringen. Und wenn das passiert, dann gehen meine Denkschleusen zu und ich gehe dann in einen Modus, wo ich nicht die beste ältere Person bin, die ich sein kann. Ich fange dann nämlich an, um Macht zu kämpfen und möchte gerne Kontrolle zurückgewinnen. Und um das zu machen, übe ich sehr viel Druck aus, der sehr wahrscheinlich unnötig wäre und nicht dazu beiträgt, die Situation zu fixen. Ich habe mir angewöhnt, in diesen Situationen einfach wegzulaufen. Kurz wegzulaufen, mich zu beruhigen, dafür zu sorgen, dass meine Denkschleusen wieder funktionieren und dass ich gute und weise Entscheidungen treffen kann. Es hat auch schon gegeben, dass ich in so einem Moment, wo meine Denkschleusen zu waren, schlechte Entscheidungen getroffen habe und Strafen ausgesprochen habe, die eigentlich völlig sinnlos und völlig unverhältnismäßig sind. Sollte dir das mal passieren, ich gehe mal davon aus, dass du ein besserer älterer Teil bist als ich, aber solltest du dich auch mal in so einer Situation wiederfinden, habe ich gelernt und festgestellt, dass es absolut richtig und wichtig ist, in so einem Moment sich auch zu entschuldigen. Wir setzen nämlich dort ein Beispiel unseren Kindern, dass es okay ist, Fehler zu machen. Und wir als Eltern, wir dürfen und sollen uns auch bei unseren Kindern entschuldigen. Wenn wir mal Entscheidungen getroffen haben, die nicht weise sind, dann gang zum Kind und sag, es tut mir leid, ich habe überreagiert, mir sind Denkschleusen zugegangen, unsere Kinder wissen unterdessen schon, was das ist und was das bedeutet. Und dann können wir auch sagen, es tut mir leid für das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Die Konsequenz ist unverhältnismäßig, wir machen das nicht so, sondern wir machen das anders. Das ist nicht, wie du mir schon vielleicht könntest denken, ein Akt von Schwäche, sondern es ist
ganz gegenteilig ein Akt von Stärke, um zu seinen Fehlern zu stehen und dann auch korrigieren zu dürfen. Das lehrt dein Kind, das Gleiche zu tun. Es darf dann selber zu Fehlern stehen und es besser machen im Nachhinein. Das ist Elterntipp Nummer 1. Achte dich darauf, wenn deine Denkschliessen zugehen. Insofern bis zum nächsten Mal.